Heute kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema. Viele Bücher wurden darüber geschrieben. Viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht. Wer ist Jesus? Wie ja einige sagen, ein Mann, ich glaube Napoleon hat es gesagt, ein Mann, der keine Armee hatte, hat die Welt mehr beeinflusst wie irgendjemand anderes. Sogar unsere Zeitrechnung heißt ja nach Christus. Wer ist Jesus? Wir wollen zuerst einige interessante Verse aus der Bibel betrachten. Aus Sprüche 30,4, die wurden ja von einem Mann geschrieben, der hieß Agur. Und der fragt hier Folgendes: Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Wie ist sein Name und wie der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Also hier fragt ein Mann, hat sich weit vorgetastet durch Offenbarungen Gottes, ohne Zweifel. Er fragt nach dem Namen Gottes und nach dem Namen seines Sohnes. Er redet ja hier vom Schöpfer. Er redet nicht von irgendeinem Menschen oder einem König, mächtigen Mann. Nein, er redet von dem Schöpfer der Erde und fragt nach dem Namen seines Sohnes. Das ist sehr interessant. In Philipper 2,6-8 lesen wir, der, da er in Gestalt Gottes war, nicht für einen Raub es achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Hier eine ganz zentrale Aussage über das Opfer Jesu, der Gott gleich war. Wir reden ja von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Hier heißt, er war Gott gleich und hat sich erniedrigt, um uns zu retten. Ganz wichtige Aussage. Kolosser 1,16-17, denn durch ihn, durch Jesus, ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Da dürfen wir an himmlische Dinge denken, beim Unsichtbaren, oder auch Dinge, die wir vielleicht mit bloßem Auge nicht sehen, die wir nur durchs Mikroskop sehen. Thronende und herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Also hier wird gesagt, Jesus, durch ihn ist alles erschaffen worden. Alles. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, also Jesus, und der Abdruck seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Er trägt also alles, auch die sogenannten Naturgesetze werden von ihm so als stabil erhalten. Denn es geziemte ihm um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte. Also er hat Menschen gerettet, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Also Worte aus Hebräer 1,3 und Hebräer 2,10. Oder auch andere Aspekte von Jesus. Jesus allwissend. Das sind göttliche Attribute. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagte Petrus in Johannes 21,17. Oder Matthäus 28,20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl. Er ist also allgegenwärtig. Und er ist auch allmächtig. In Matthäus 28,18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein anderer Aspekt aus dem Propheten Jesaja 49,6, da geht es ja um den Knecht des Herrn, um diese Gestalt, um diese Persönlichkeit, die uns da vorgestellt wird. In den 40er Kapiteln kommt dieser Knecht andauernd vor und das geht dann bis in die 50er Kapitel von Jesaja, wo er dann, dieser Knecht des Herrn, dieser Obed oder Ebed Jahwe, als das Lamm Gottes für uns stirbt, für die Menschen. Ja, Gott spricht hier mit diesem Knecht. Es ist zu wenig, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs wiederherzustellen und die Bewahrten Israels zurückzubringen.
sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Welt. Hier prophezeit Jesaja schon 700 Jahre vor der Geburt Jesu, dass Jesus der Heiland, der Erlöser auch der Heiden sein wird. Etwas ganz Besonderes, und zwar bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt würde dieser Messias, dieser Diener gepredigt werden und bekannt werden. Also die Frage ist, wer ist Jesus? Sowohl im Matthäus wie auch im Lukas-Evangelium wird uns ja das Abstammungsregister von Jesus vorgestellt. Und da sehen wir dann, dass Josef, also der Stiefvater Jesu, der stammte ja von Salomo ab, einem Sohn Davids, Salomo. Und die Maria, das wird in Lukas 3 gezeigt, stammt von Nathan ab, auch einem Sohn Davids. Also sie kommen beide aus dem Haus Davids, aus dieser königlichen Abstammung, aus dem Haus Juda, aus dem Stamm Juda. Und ich fand es interessant, echt interessant, denn in YouTube, da gibt es einige Sendungen über Zeugnisse von Juden, die praktisch Jesus angenommen haben als ihren Messias. One for Israel heißt diese Serie. Und manche, die haben angefangen, das Neue Testament zu lesen und haben dann gestaunt, als sie gemerkt haben, dass Jesus eben kein Heide war, sondern die haben gemerkt durch diese Abstammungsregister, dass er ja ein Jude war. Ich meine, das, was jeder Christ normal weiß, war für diese Leute, die ja Abstand nehmen vom Neuen Testament, es wird ja regelrecht, ich sag's mal vorsichtig, verteufelt, und die staunen dann. Jesus ist einer von den unseren, ja, und kommen ihm dann immer näher, bis sie dann dazu bereit sind, Jesus als ihren Heiland anzunehmen. Das ist wunderbar. Also er stammt aus dem Haus Davids. Und die Bibel sagt in Galater 4,4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau unter das Gesetz geboren, als die Fülle der Zeit gekommen war. Also Gott hat das alles in besonderer Weise eingerichtet, das ganze Umfeld in Israel, auch das ganze Umfeld, was das Römische Reich anging, Kommunikation und Transportmöglichkeiten, das war ja alles wie vorbereitet dann für die Verbreitung des Evangeliums. Die Fülle der Zeit. Da gibt es natürlich auch den prophetischen Aspekt, denn Gott hat ja die Ankunft Jesu schon Jahrhunderte vorher ganz genau vorausgesagt und geplant. Denn der Countdown begann zur Zeit Nehemias, als Nehemia die Genehmigung bekam vom König, Jerusalem wieder aufzubauen. Also von diesem persischen König, Jerusalem wieder aufzubauen. Und er kam dann dort aus dem Exil nach Jerusalem. Und dieser Countdown, der begann dann während diesen Jahren, wo Nehemia gelebt hat. Und wir wissen da ganz genau, wann dieser Edikt, diese Erlaubnis gegeben wurde. Und da sagt die Bibel, da wären es dann 483 Jahre bis zum Kommen des Messias, zum Erscheinen, das öffentliche Kommen, ein ganz wichtiges Ereignis. Also Juden konnten wissen, so ziemlich genau, wann das sein würde. Nämlich um die Jahre 32, 33 nach Christus, als Jesus öffentlich gearbeitet und erschienen ist und sich als Messias ausgewiesen hat durch seine Zeichen und Wunder und seine Worte. Ja, und die Bibel sagt dann eben, nach 483 Jahren würde dann der Messias getötet werden. Ganz interessant. Also das sind dann Prophezeiungen aus Daniel 9,25 und Daniel 9,26. Deswegen war es auch so, als Jesus im Tempel dargebracht wurde nach dem jüdischen Gesetz, da heißt dann hier in Lukas 2, 25 bis 26, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er wartete auf den Trost Israels. Der Heilige Geist hatte ihm geoffenbart, dass er nicht sterben werde, bevor er den Messias des Herrn gesehen habe. Und er hat dann dort im Tempel auf das Erscheinen des Messias gewartet. Und er hat dann
dieses kleine Baby sofort erkannt als den von Gott gezeichneten und geoffenbarten Messias. Und dann kam auch eine andere Person dazu. Das steht in Lukas 2, 36 bis 38. Damals lebte auch eine betagte Prophetin, Hannah, in Jerusalem. Und sie sprach über dieses Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Erlösung Jerusalems ist ein messianischer Begriff, ein Ausdruck. Und es waren also Leute, die haben auf den Messias gewartet. Die wussten um die Prophezeiungen von diesen 483 Jahren, von Daniel 9. Und haben da jetzt ganz besonders auf das Kommen des Messias gewartet. Eigentlich wunderbar, sie haben Gottes Wort vertraut, den Prophetien, und haben sich darauf eingestellt. Und wir sollten heute Leute sein, die auf das Wiederkommen Jesu warten, auf die Entrückung der Gemeinde. In Lukas 19, 41 bis 42 heißt: Und wie er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und klagte: Wenn du doch an diesem deinem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. An diesem deinem Tag. Das war der Tag des Messias. Das war der Tag, als Jesus in Jerusalem auf einem Esel eingeritten ist. Das war dieser prophezeite Tag. An diesem deinem Tag. Also Gott hat Israel nicht im Dunkeln gelassen, im Ungewissen. Er hat sogar die genaue Zeit, das Datum geoffenbart. Das sind interessante Dinge in Bezug auf diese 70 Jahrwochen. Ich meine, jeder Christ, der etwas mehr wissen will über biblische Prophetie, der weiß da Bescheid über diese Jahrwochen Daniels. Und wir wissen dann auch, dass dass diese 70 Wochen nicht erfüllt wurden, sondern dass es einen Unterbruch gab. Die letzte Woche wurde ausgeklammert, wurde abgetrennt, weil eben der Messias getötet wurde. Dann wurde der Tempel zerstört und dann wurden diese 7 Jahre in die Zukunft verschoben, diese 7. Jahrwoche. Deswegen reden wir ja auch von den 7 apokalyptischen Jahren, die dann plötzlich zum Beispiel in der Offenbarung auftauchen, wo es immer wieder heißt, 3,5 Jahre und nochmal 3,5 Jahre, 1260 Tage und 1260 Tage, 42 Monate und eine Zeit und eine halbe Zeit, wo andauernd von dieser Jahrwoche gesprochen wird. Und das hat dann eben der Apostel Johannes prophezeit. Ja, über 300 detaillierte Prophetien haben sich beim ersten Kommen Jesu erfüllt. Andere, noch ausstehende Vorhersagen werden sich genauso präzise und wortwörtlich bei der Entrückung während der 7 apokalyptischen Jahre, beim glorreichen Kommen des großen Königs und dem realen und eben nicht symbolischen Friedensreich mit Jerusalem als dem Zentrum der Welt erfüllen. Also über 330 Prophetien haben sich erfüllt, als Jesus das erste Mal kam. Das ist wunderbar. Das ist unser Fundament, unser Anker. Darauf stützt sich unser Glaube. Und wir haben da ja auch einige Serien ins Internet gesetzt, wo es ja auch um diesen prophetischen Nussknacker ging. Das sind immerhin 13 Teile, wo wir viele Dinge im Detail beurteilen und studieren und erklären. Und es lohnt sich also, da sich noch einiges Wissen anzueignen. Manches geht natürlich auch in Bezug auf die Schöpfung, wo wir auch 7 Teile aufgenommen haben, wo es auch um alle möglichen Aspekte der Schöpfung gehen, weil Jesus eben, durch Jesus wurde alles geschaffen und zu ihm hin. Nach seiner Auferstehung sagte ja Jesus, oder hat Jesus seine Jünger aufgeklärt und hat mit ihnen Folgendes beredet. Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten. Und wir wissen ja auch, dass es da ganz schön Durcheinander gab in der Auslegung der Schriften, der hebräischen Bibel, das was wir heute Altes Testament nennen.
Und vieles wurde dann eben falsch interpretiert und dieser leidende Messias wurde etwas in den Hintergrund verdrängt und der glorreiche, siegreiche Messias, der auf den Wolken des Himmels kommen würde und über die ganze Welt regieren würde, der wurde dann mehr hervorgehoben. Das war einfach sympathischer. Ich meine, in den Gemeinden geht es heute genauso. Wenige wollen irgendwie von Leiden reden, von Buße, Bekehrung, das alte Leben verlieren und man geht lieber auf die rein positiven Dinge wie Heilung und Wohlstandsevangelium, mit Jesus heute regieren und so weiter. Und wir merken die gleiche Tendenz. Das gab es früher im Judentum, das gibt es heute auch in den Gemeinden, dass man eben nur das Süße will. Ja, nur den Schokolad, nur die Verheißungen in der Bibel. Und dann werden eben viele auch zu christlichen Diabetikern, geistlich gesprochen. Ja, unser lieber Bruder Roger Lippi, ein Spezialist auch was biblische Sprachen angeht, auch was Prophetien angeht. Wir sind ihm sehr dankbar, auch für das Buch hier, der verheißene Erlöser, wo er ganz klar zeigt und auch dazu Folgendes sagt, auf der Rückseite: Es kann auch nicht genug betont werden, dass keine Religion außer dem biblischen Christentum eine solche Art der Beweisführung kennt. Was heißt das? Er sagt, dass praktisch durch die Erfüllung dieser 330 Prophetien beim ersten Kommen Jesu ganz klar bewiesen werden kann, dass Jesus der Messias ist. Und das ist etwas Wichtiges. Ja? Das ist eine wunderbare Argumentation, eine Waffe, die wir haben, um eben den christlichen Glauben zu verteidigen. Und das sollte auch mehr Leute noch beeinflussen. Wissenschaftler sind ja von Natur neugierig und forschen. Warum beschäftigen sich dann so wenige mit biblischer Prophetie, dem klaren Gottesbeweis? Da kann man Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen und dann kann man ganz klar erkennen, die Bibel ist von diesem überzeitlichen Gott geschrieben worden oder eingegeben worden, der alles weiß betreffs der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Der Schöpfer und Erlösergott, der Gott Israels. Deswegen sagte auch Jesus, ihr durchforscht die heiligen Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es auch wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Nämlich vom Erretter, vom Schöpfer und vom König aller Könige. Viele Prophetien, gerade in den Propheten Israels. Also ihr forscht in der Schrift und sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Und es kam bis auf den Punkt, dass Jesus eben den Leuten damals gesagt hat, Johannes 8,24, wenn ihr nicht an mich glauben wollt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Was für ein Anspruch, dieser Absolutheitsanspruch. Ganz klar, er ist der Messias. Interessant war auch, als diese Leute aus dem Osten kamen, diese sogenannten Sterndeuter oder Magier, ist zwar nicht ganz das richtige Wort, das waren auch so eine Art altertümliche Wissenschaftler, die kamen aus Babylon, weil sie einen besonderen Stern entdeckt haben. Das hat also Gott gebraucht, um sie dann nach Israel zu bringen. Und dort haben sie gefragt, wo ist der König der Juden geboren? Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Der König, der Messias. Und der Herodes, der war ja ein geistlicher Analphabet, hat keine Ahnung gehabt, hat dann eben die Spezialisten gerufen, nämlich die Hohepriester und Schriftgelehrten. Das steht in Matthäus 2, 1-5. Und die haben sofort aus dem Stegreif, was haben die geantwortet, wo er geboren ist? Die haben gewusst, es gibt nur einen Ort, der von den Propheten ganz klar gekennzeichnet wurde, das war Bethlehem, ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem weg. Und du Bethlehem Ephrata, die du zwar klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herrscher sein soll. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Ganz interessante Ausdrücke. Da geht es also nicht nur um einen normalen Menschen wie David oder Salomo, sondern hier haben wir eine Mischung zwischen einem Menschen und dem Göttlichen. Ne? Sein Anfang, sein Ursprung ist in der Ewigkeit, in der Vorzeit. Ganz interessante Hinweise. Und das merkt man auch, wie Gott diesen Messias eingeführt hat.
Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. Gott mit uns. Immanuel. Und schon in den ersten Mose-Kapiteln, in Kapitel 3, wird ja verheißen, dass der Same der Frau als Erlöser und Erretter kommen würde. Und den Samen der Frau gibt es nicht. Es gibt nur den Samen des Mannes, biologisch gesehen. Das war also was ganz Besonderes. Und schon damals kamen einfach zu dem Schluss, dass diese erwähnte Frau eine Jungfrau sein müsste. Und dass eben Gott da ein Wunder tun würde. In Jesaja 9,7 wird noch mehr geoffenbart, denn ein Kind ist uns geboren, eben von der Jungfrau, dort in Bethlehem. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Das ist also nur ein Name, das sind die Kennzeichen seines Wirkens. Ein wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Friedefürst. Starker Gott, Friedefürst, das sind Attribute Gottes und von diesem himmlischen Messias. Also ganz klare Hinweise, auch für Israel, auch für die Leute, die die hebräische Bibel studiert haben, heute studieren. Sie können ganz klar erkennen, dass Jesus der Messias ist. Lukas 1, 31 bis 33, da spricht ja der Engel mit Maria. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs ewiglich herrschen. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Ganz interessant. Auch da merken wir wieder, da geht es nicht um einen normalen Menschen, wenn es heißt, er wird ewiglich herrschen. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Ist auch interessant, während die Jerusalemer Priester und religiöse Obrigkeit Jesus nicht anerkannten und verwarfen, wusste zum Beispiel Satan ganz genau, wer Jesus wirklich war, nämlich der Sohn Gottes. Das hat man ja erlebt auf der anderen Seite vom See Genezareth in der Nähe von Ein Geve, als Jesus dort diese Dämonen aus diesen zwei Besessenen ausgetrieben hat. Und die Dämonen schrien ja und sprachen, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sie haben ihn Sohn Gottes genannt und haben bekannt, dass er alle Vollmacht hat, auch über die unsichtbare Welt, auch über die Finsternis. Ja, die haben Angst gehabt, dass sie vor der Zeit gequält werden würden. Also praktisch die Finsternis, auch Satan hat ganz klar erkannt, wer Jesus wirklich war. Während das die hohen Priester, die Schriftgelehrten nicht annehmen wollten. Warum nicht? Weil sie, anstatt dass das Gesetz wie ein Zuchtmeister sie auf Jesus hingeführt hätte, haben sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Das Gesetz, das man gar nicht halten kann, wie das ja auch Paulus ausführt, dass man gar nicht halten kann, wurden eben Mittel und Wege angewendet, wurde alles so hingebogen, dass sie es doch halten konnten und menschlich gesprochen gerecht waren. Ja, das ist die große Gefahr, wenn nur noch pure Religiosität da ist oder Gesetzlichkeit, Schwärmerei und Aberglaube. Und das passiert dann eben, wenn man sich vom Wort Gottes entfernt. Pure Religiosität, Gesetzlichkeit, Schwärmerei. Und es geht dann bis in den Aberglauben wieder zurück, auch in vielen Gemeinden. Wer ist Jesus? Jesus weist auch auf den prophetischen Aspekt hin. Jetzt sage ich es euch, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es geschehen ist, ihr glaubt, dass ich es bin. Ein Kapitel weiter, in Johannes 14, 29, und nun ich es euch gesagt habe, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubet. Das ist der Beweis der Glaubwürdigkeit der Worte Jesu. Er hat viele Dinge prophezeit, die sich dann manchmal direkt im Nachhinein erfüllt haben, manches Tage später, Wochen später, Monate später und manches dann eben nach seiner Himmelfahrt. Jahrzehnte danach, Jahrhunderte danach, Jahrtausende danach. Ganz interessant.
Ja, die Geschichte Jesu begann ja in Israel. Er wurde in Bethlehem geboren und dann sein öffentlicher Dienst, können wir sagen, begann mit der Taufe durch Johannes den Täufer am Jordan. Also hier haben wir den gekennzeichneten Platz aus der ganzen Geschichte, aus den Überlieferungen, den Originalplatz, wo sehr wahrscheinlich ist, dass Johannes der Täufer dort getauft hat. Das ist heute ein Grenzgebiet zwischen Israel und Jordanien, am Jordan. Zum Beispiel, eines Tages sagte Jesus, als Geld gefehlt hat und die Tempeldiener den Tribut, die Steuer des Tempels eintreiben wollten, von ihm und Petrus, sagte Jesus, das Problem, das lösen wir ganz einfach. Werft die Angel aus, der erste Fisch bringt uns das Geld, das wir brauchen. Das war natürlich schon extrem außergewöhnlich. Hört sich schon richtig verrückt an. Vor allem, wenn man das einem professionellen Fischer sagt, wie Petrus, der ja dort am See Genezareth geboren war und als Fischer gearbeitet hatte. Und dann macht es Petrus, hatte bestimmt die interessantesten Gedanken dabei, als er das so ausgeführt hat, hat gedacht, ich werde mich bestimmt vor meinen Kollegen blamieren. Und dann kam tatsächlich der Fisch und brachte diesen Stader oder diese Doppeldrachme und dann konnten die diese Tempelsteuer bezahlen. Gewaltig! Eine Prophezeiung, der erste Fisch. Er wird genau die Münze bringen. Das zeigt auch, Jesus war viel mehr als ein Mensch. Sogar die Natur hat ihm gehorcht. Die Tiere haben ihm gehorcht. Ein Wunder. Oder zweimal hat er fast 10.000 Leute sich in Kreisen setzen lassen zu einem Mega-Picknick. Und dann hat er zweimal Fische und Brote vermehrt. Einmal für 4.000 Männer und einmal für 5.000 Männer. Also die Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Eine große Menge an Menschen. Wie hat Jesus das gemacht? Hat er nicht irgendwo einen Fischteich oder eine versteckte Bäckerei oder sonst irgendwas? Er hat einfach gesprochen und die Materie hat ihm gehorcht, so wie er das wollte. Und dann hat sich das auf wunderbare Weise vermehrt. Er ist der, dem alles gehorcht. Oder auf dieser Hochzeit in Kanaan, wahrscheinlich waren das Verwandte von der Maria, weil die Maria da einige Sachen gesagt hat und angeordnet hat, was eigentlich ein normaler Besucher nicht machen durfte. Und dann hat dort Jesus gesagt, gieß diese Amphoren voll mit Wasser. Und es war ziemlich viel. Und dann wurde dieses Wasser in einen super Wein verwandelt, wo der Speisemeister gesagt hat, normal serviert man den Superwein, den guten Wein, und wenn die Leute dann lustig sind, dann kann man auch den etwas minderwertigeren Wein nachbedienen, den Leuten dann bringen. Also es war bestimmt kein Traubensaft. Und Jesus hat da immerhin 800 Weinflaschen gemacht mit 750 ml oder 600 Flaschen mit 1 Liter. Und ich denke, das hat Jesus auch bewusst gemacht, um diesem armen Ehepaar, das da frisch geheiratet hatte, etwas Geld, ein Geschenk zu geben. Die konnten nachher diesen Wein verkaufen, der war viel wert. Aber wir sehen auch, Jesus war der Herr über die Zeit. Die Zeit ist für Gott relativ. Gott kann Zeit erschaffen. Er kann sogar die Zeit zurückdrehen. Ist ja im Alten Testament auch schon passiert. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Er ist der Herr über die Zeit. Und dieser Jesus brauchte da nicht diesen ganzen Prozess, um Wein herzustellen. Das ging innerhalb von Sekunden oder noch weniger. Und das zeigt eben, Jesus war der Herr, auch über die Materie und über die Zeit. Und es ist klar, dass das auch die heutigen Wissenschaftler, wenn es um das Alter der Erde geht, solche Dinge eben nicht beobachten und nicht als für ernst nehmen, dass Gott über allem steht.